Ekran! Hij tranen jährlich ab aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd als Eduard Giesbrecht. Weit wohan. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. En welkom ook Johan. Du was sehr welkom in het programma. Dankeschön für hier sein. Gracias. Ja, du was mal hier was. En von der weil wir auch von der Rede, wenn es die jetzt Rede so sehr schön. Aber das haben wir ganz mal so gesagt, dass halt go in die Welt nennen. So, wie haben wir von klein an das gehen, wir sollen nicht von der Welt sein. Und von der sagen wir mal go in die Welt nennen. Was meinen wir mit das? Ich glaube, das ist, wenn wir in der Welt die Wahrheit vertellen, ja? Das soll Wat de Wahrheit? die Wahrheit ist Jesus Christus, was er getan hat für uns. Amen, amen. Ja, wir wollen von dir vertellen von evangelisieren, aber von wo wir können die Menschen mitteilen, was wir mit Jesus erlebt haben. So, das ist ein Programm für alle jenen, wenn die einmal Jesus angenommen haben, dann sagt er in der Bibel, wir sollen das wieder vertellen gehen. Right. En van jou wij darüber reden, wo wir das können tun und ihnen einfach merken, dort zu tun. Was ist für dich wichtig, wenn du denkst, dass an evangelisieren oder in der Welt gehen und von Jesus vertellen? Was ist für dich wichtig und was denkst du? Der ganz erste Punkt, was mir wichtig ist, wenn wir evangelisieren gehen, dass wir mit dem Geist erfüllt sind und dass wir eine uns Klarheit haben, was wir den Menschen lehren gehen. Ja? En dat zag je ook in Apostelgeschichte 1:8, dat de Heer Jezus, der wat draufkommt, der wird uns die Kraft geben. So. Fällt sie mit dem Heer Jezus en schieden gehen. Hat den Vers Krieg abgeschlossen. Wir reden hier schon, stellt sich vor das Programm von den Vers. Und da wollte ich mal lesen, das sagt, aber wenn der Heer Jesus über ihn kommen wird, wo je die Kraft kriegen, und je werden meine Zehen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und über die ganze Welt. So, ich glaube, ist das Neue Testament anfangen, dass Jesus gestorben wird und abgestanden, dann wäre die Jünger alle in Jerusalem und das ist auch dann durchgeschrieben. Und dann würde sie anfangen, wo sie wären, in Jerusalem. Und dann würde sie wieder gehen. Und ich glaube, für uns ist das noch einmal dasselbe. Wir sollen durch anfangen, von wo wir sind, und dann von Stadt zu Stadt wieder. Hier würde wir sagen, erstmal in Pailón, oder in Villanueva, und dann in Departamento Santa Cruz, und dann in ganz Bolivien, und dann Paraguay in Brasil, in Argentinien und so weiter. Und dann Südamerika, und dann in der ganzen Welt. Und ich freue mich für all die Menschen, die das tun. Und ich sage auch immer, dass du einer bist, dass du das Evangelium verkündigen lässt. Das ist eine große Freude. Was müssen diese Jünger nachtun, als sie beten und warten? Ja, was mir das immer sehr wichtig ist, Jesus sagt, wach, was der Herr Jesus kommt. Sie sollen nur bleiben. Und was die deuten, wenn der Herr Jesus ab und gekommen wird, dann müssen sie alles auf und wir rühren auf und sie predigen und das kriegt mein Ziel. Das ist mein erster Punkt in meinem Leben. Evangelisieren gehen die Menschen. Aber wo immer ich sehe, evangelisieren, du brauchst da nicht unbedingt eine Kirche setzen. Du brauchst nicht unbedingt, was soll ich sagen, du kannst an deine Arbeit, wo du bist. Du schaust vielleicht in eine Schmiede, du schaust vielleicht wo im Barsch, aber du kannst irgendwo sind die Menschen, die kannst du evangelisieren. Das ist nicht, dass du extra Rüt gehen oder extra Rüt geschickt sind von diesen und der Person. Bloß wo immer du bist, dass du die Menschen evangelisieren lässt. Dort lässt sein, du fährst nach Santa Cruz und du bist im Taxi, dann du hast den Taxifahrer evangelisieren. So, ich hatte lauter Zeiten viel, wo ich dann lied evangelisieren. Der große Punkt, wo du bist, ist, ich weiß nicht, wo dir das geht, aber mir geht das so, ich schäme mich, einen Menschen anreden. So, Jesus sagt, er ist für unsere Vergewissheit gestorben. Für unsere Scham, oder die Scham. Was mir nu krijgt bijvallen, dat als dat Leute ich angegeben habe, wo das Programm angefangen hat, du hast ein Vers, was krijgt von das Reden, von der Schande. Und dort sind die letzten zwei Reihen, Leute, wo du sagst,
Der Leib in Genot von Gott verjeft mir alle Schande. Ich werde sehr dir betont mit dem Blut von Jesus Christus. Das sind schöne Leute und wir singen das so hunderte Mal ewig, aber vielmal denken wir gar nicht mehr, was das sagt. Jesus ist gestorben für diese Schande, für all das, was wir an Schämen tun, all das Schweinchen, das Riesen. Und wir brauchen gar nicht mehr Schämen. Wir können rausgehen von Freiheit und Frieden. Das ist mir sehr interessant, wo das Leute auch sagen. Ich gerade einen Leben habe und ich weiß, wohin. Weißt du, Freund, das ist sehr wichtig, dass du weißt, wo die Hand rennst. Wenn du Smarts abstellst und du weißt nicht, wo die Hand rennst, die geht das nicht gut. Aber wenn du weißt, ein anderer sagt, dass der schon, der seine leibt, seine Genot, ist der schon kann so sein, der ist am Kreuz genäht. Das ist wie Fried von Jesus, muss wir uns nicht schämen. Und das ist ein sehr großer Punkt, du bist. Wenn ich nun, ich bin ein junger Jugendlicher und ich kam hier rausbetiert und ich will, ich habe das viel, ich will das vertalen, was ich mit Jesus erfahren habe. Wo muss ich anfangen? Oder wo kann ich anfangen? Wo soll ich hingehen? Ich sehe ohne Rot. Was kannst du mir für Rot geben? Das ist sehr wichtig, wenn ich von dir sagen, wenn es mich bekehrt hat, ich habe Fuß, Freunde an mich, und ich verteile das Fuß, was in meinem Leben passiert wird. Und dass ich das weiß, was wirklich passiert wird. Und du fängst Fuß an Rüte dachten. Wenn du auch nicht was reden. Mich fragt ab einmal, ich habe mich jetzt bekehrt, ich habe dir an und fragte, na, was bist du so schaftig? Und ich habe aber nicht gedacht. Du lernst mal, dort Licht sein. Dort, wenn dein Leib ist an die Bahn ist, dort da alle Wehen Rüte die. Und wenn ich dann dort anfange, aber dann auf einmal komme ich ein bisschen daran eng, wenn man sagt. Und ich weiß nicht mehr, wo wiedergehen. Wo kann ich noch halb gehen, oder was kann ich tun, wenn ich nicht weiß, genau, was ich sein soll, oder so. Was hast du dann für Rat? Ich glaube, es sei gut, wenn wir uns bekehrt haben, wir fangen zu evangelisieren. Dort wir irgendwem haben, was uns ein Unrecht von Jüngerschaftskurs mal sieht. Was ist wirklich ein Jünger? Was sagt Jesus? Was sagt der Evangeliums, was ein Jünger ist? Was soll ein Jünger haben? So, du willst erst mit sagen, Jesus sagt, mit dem Geist erfüllt sein. So, wir müssen irgendwo lernen, wir müssen irgendwo Unrecht haben, wir müssen irgendwo lernen von anderen Menschen, dort wir nicht all dort durchgehen, was Jana vielleicht alle erst durchgehen, wo der uns kann beschützen und von anderen Menschen lernen. Wo können wir rübergehen, den Menschen predigen? Was tust du, wenn du ein anlebiger Mensch ankommst und der kämpft und der wird dich ganz gleich umbrüllen? Was wirst du tun dann? Du kannst hier vielleicht schwach sein und Fuß Angst haben und abbetten. Und ich habe einen belebt, wo ich dann einen Freund mit Dingen vertelle, was er nie nicht gehört hat, was er nie nicht evaluieren tun, über einen ganzen Körper behandeln, wo ich dann den Freund dann sage, was er für Weide hat, und ich fällt ihn dann so an und sage, ich will für die beten. Ich bete für den, dass Gott den soll frei machen, und ich sage, Gott, du sitzt in seinem Hort. Und wo der Mensch sich freut, und wo wir fertig machen, sagen, wir machen uns nicht schämen. Abstunden, gehen beten für dich. Der Mensch am Hort wählt, aber der schämt sich. Der sucht und der jagt den dort an, dass er sich schämt, dass er sich nicht weiß. Und wo der Mensch auf einmal in der Weg wieder mich phont und sagt, ich bin frei. Nächste Sinn nach vorne, als ich einmal holen komme. Ich komme dann nicht gehört. Wo einer sich mal nicht schämt, einmal absteht, und jeder Menschen redet dich nicht an Schämen. Die Menschen nehmen das an. Wow. Und ich glaube, eine andere Gelegenheit ist, wenn ich anfange, du sagst ja eigentlich, dass wir können Kurses nehmen, irgendwo einen Jüngerschaftskurses, was uns lernen, wo wir das rüberbringen. Ich glaube, eine andere gute Wahrheit ist, wenn wir einfach mit irgendwer evangelisieren fort oder predigen fort, dass wir einfach mit einem Mann vor, mit seinem Mann oder seiner Frau, und mit einem Taub das tun und lernen, checken, wo heiratet, und kriegt du nach Lehren. Und eine andere Weise, was ich, als ich Kinder, wir was mir sehr erhalten, dort ich mit Kindern arbeiten. Mit Kindern ist ein bisschen leichter, einmal zu arbeiten. Und besonders wenn einer Gabe hat, mit Singen in so einer Sache, dann bei den Kindern spielen in so einer Sache, du anzufangen und dann langsam die abarbeiten, vielleicht nur die andere Menschen. Dort wie für mich eine Sache, was mir sehr erhalten.
Und was kannst du vertellen von persönlichen Erfahrungen in deinem Leben, wenn du denkst, dass und das Evangelium predigen? Da wo ich habe mal eine Person und will bloß begrüßen so. Und dann sage ich no. Und ich sage, ich will euch von der Bibel vertellen. Und dann stand der Abend. Ich habe doch nur an Horchen. Und ich sage, ich will mich nicht streiten. Ich streite mich nicht. Und wir vertellen, und wir frühstücken, und wir reden, und dann fordert er mich überreden, und dann fangen wir an. Dann sage ich zu den Freund, weißt du was, wenn der Liebe Gottes wird über die fallen, du kannst jeden irgendwo gehen, aber jeden der Liebe Gottes wirst du nicht gehen. Wenn der Liebe Gottes über die wird kommen, der wird die so packen, der wird den Hort zweibrechen sich. Aber ich sage, Freund, wer wird der Liebe beweisen, wer wird die Menschen begrüßen? Das ist der erste Liebe, wo du den Menschen kannst einen Abrazo geben und den begrüßen. Dann war ich 5 Minuten wieder, kam ich 3. Kam die Person mir sagen, gehen, sagte ich verstehe die Gott. Ich verstehe die Gott, wo du lebst. Heute wird nicht hier so sein, wenn heute das denkt, ich habe keinen Jahr, dann, wenn es nach wir aus dem Jungen war, so. Du willst, aber ich verstehe die Gott. Wo ein Mensch hat sich umdreht, wenn er nicht vielleicht bloß hat, gescheit den eingebrellt, den fand ich behandelt, wo ich gehe, no. Ich sage, Freund, weißt du was, ich will euch von der Bibel vertellen. Weil mein Leben dort nicht wiesen wird, was vertrauen auch nicht. Das Leben ist wichtig, das Evangelium. Und das Evangelium, das ist einfach, dass Jesus an Kreuz gestorben ist, dass er uns alles betont hat, wie du eine Frau kennst, dass er uns vergeben hat. In seinem Leben, dass du sagst, ich habe über uns und der vergibt alles. Und du hast ein Bibelvers, was kriegt auch über das Thema, ein paar Bibelvers, in Römer 10, Vers 14 und 15, was mich immer war sehr interessiert, und das sagt, aber wo sollen sie den anrufen, an den sie nicht gelebt haben? Oder wo sollen sie den an den leben, von dem sie nie gehört haben? Oder wo sollen sie hören, wenn dort kein Prediger ist? So, wenn keiner die angelebt gepredigt hat, wo soll der unfertig leben? Wo soll der mit dem Glauben kommen? Irgendwer mal rückgeschickt worden. Und da wenn sagt er, und wo sollen sie predigen, wenn sie nicht geschickt worden? So sind irgendwer mal geschickt worden. Und das geschrieben wird, was wunderschön ist, wenn die kommen, die uns in Frieden predigen, die uns das Gute zu sein haben. Und du sagst in der Bibel, die haben Schmackefeit. In der spanischen Bibel sagt er, die haben Schmackefeit, die wird das Evangelium predigen. Und wenn wir können du von Port sein, dann kriegen wir Schmackefeit. Das sage ich wieder noch viel mehr. Das sage ich, das einzige war nicht nur Harche, wenn wir von dem Glauben vertalen. Aber ich glaube, das soll uns niemals möglich machen. Jeden Tag frisch mitteilen. Leider ist unsere Zeit von der ganz zu Ende gegangen. Ich möchte die Gottes sehen wünschen. Ich glaube, Johann will die das auch wünschen. Ja. So, Gottes sehen mit deinem Leben. Und wie möchte die Mut merken? Teil das mit. Jesus seine Leben und bet, dass er den Weg weisen soll, wo die das dann kostet. Gottes sehen. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.